Genau vor einem Jahr, Ostern 2020, da feiern wir zum allerersten Mal im ICF digitale Oster-Celebration. Es waren ungefähr 10 Leute hier mit gefühlt 93 Meter Abstand. Hat man sich kaum bewegt, in eine Kamera hineingeschaut und gesagt, okay, ja, wir feiern Ostern. Es gab keine Reisen, nichts, wir waren irgendwo hier. Und seit diesem besonderen Osterfest vor einem Jahr beschäftigen uns, die ganze Gesellschaft, die ganze Welt beschäftigt sich mit Zahlen, mit Inzidenzen, R-Faktoren, Öffnungen, Schließungen, Lockauf, Lockdown und so weiter und so fort. Ein ganzes Jahr, wo uns das mittlerweile einherträgt. Die Inzidenzen, sie steigen wieder. Auch die seelischen Inzidenzen steigen zurzeit. Das ganze vergangene Jahr hat manche Menschen nicht nur körperlich oder finanziell, gesundheitlich, sondern auch seelisch mitgenommen. Und vor ein paar Tagen der Ruf an Karfreitag, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den Spruch haben tatsächlich in dem ganzen vergangenen Jahr etliche Menschen dann und wann laut auch gebetet, rausgerufen, herausgestöhnt und gesagt, warum muss ich jetzt unbedingt so allein sein, warum muss ich das alleine durchmachen? Etliche Menschen können das gut nachvollziehen. Und manche sind nach so einem Jahr, genau seit einem Jahr Ausnahmezustande tatsächlich auch ermüdet und vielleicht auch resigniert, ärgerlich. Manch einer ist wütend geworden, ungeduldig und manch einer kann es schlicht nicht mehr hören, dieses Wort mit C. Und sagt, ich will es nicht mehr hören. Vor einem Jahr, genau hier in dieser Halle, war es zum allerersten Mal, wo wir ganz anders denn gefeiert haben. Ein Jahr weiter, Ostern 2021. Leute, es gibt berechtigte Zuversicht an dem Ostersonntagmorgen. Berechtigte Zuversicht, das Virus, die Inzidenz und all die Faktoren, die werden nicht das letzte Wort haben. Es werden nicht das letzte Wort haben. Und auch Impfen und Abstand halten und Hygienemaßnahmen, das sind keine verschwurbelten Ideen, nein, aber es gibt noch eine Zuversicht, die weit darüber hinausgeht. Eine Zuversicht, wo Ostern uns wirklich heute hoffentlich vermitteln kann und vermitteln will. Es ist wie so ein Ausstrecken wirklich nach einer Zuversicht, wo so viele sich danach sehen, wann wird es denn irgendwo mal wieder anders, geschweige denn normal. Aber wirklich so eine Zuversicht, hey, es muss doch was Neues kommen. Und Ostern, ihr Lieben, Ostern will wirklich uns eine Zuversicht heute vermitteln. Es sind 2 Geschichten aus dem Neuen Testament, wo dieses Ausstrecken nach Zuversicht prominent mal thematisiert wird. Und die eine Geschichte, die findet weit vor Ostern statt. Die findet am Anfang vom Markus-Evangelium statt, in Markus 3. Und das ist auch so eine Geschichte, wo sich einer ausstreckt, wirklich das Ausstrecken nach neuer Hoffnung und Zuversicht. Markus 3, Verse 1 bis 6. Und er ging abermals Jesus in die Synagoge und es war da ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Die einen Vorwand sucht, um Jesus anklagen zu können, beobachten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit dieser verkrüppelten, verdorrten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, Leute, was ist wichtig? Was ist wichtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Und sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und doch tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Und dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Und der Mann streckte die Hand aus und sie ward geheilt. Da war ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Das Wort, was hier verdorrt dort steht, Xeros, das kann man ein bisschen anders übersetzen wie dürr, kraftlos, saftlos, ausgezehrt. Eine alte Malerei, die das so deutlich macht, ein Mann ausgezehrt, Augen halb geschlossen, so dass eine verkrüppelte Hand, eine ausgedochte Hand ausstrecken. Es könnte sich bei dem Mann um eine Krankheit handeln, so eine Nervenentzündung, die zu Durchblutungsstörungen dann führt.
Und das wieder mit einer anschließenden Bewegungsunfähigkeit. Und der schleichende Muskelschwund und die Veränderung von der Haut führt dann dazu, dass sie wirklich so verdorrt, verkümmert aussieht. So eine Art ähnliche Krankheit wie Morbus Sudeck. Da war ein Mensch mit einer verdorrten Hand, heißt es dann. Und das ist das, was wir dann auch meist zuerst auch sehen. Ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Ein Mensch im Rollstuhl, ein Mensch, der ein entstelltes Gesicht vielleicht hat, ein fehlender Finger, eine fehlende Hand. Und Jesus sieht den Mann an, aber er sieht mehr als nur diese verdorrte oder verkümmerte Hand. Er sieht wesentlich mehr. Mehr als ein blindes Auge, mehr als so epileptische Anfälle, wo andere sich abgewandt haben und sagen, was ist da los? Jesus sieht die ganze Not dahinter von einem Menschen, der krank ist, seine ganze Geschichte, seine Familie, die Verwandtschaft, die häufig voll damit reingezogen wird in so eine Krankheitsgeschichte. Das ganze Elend, was damit einhergeht. Und er spürt darüber hinaus all die Leute, die da hinten dran sitzen und so eine religiöse Brandmarkung machen. Was macht er wohl jetzt? Ist die Krankheit nicht doch, hängt das nicht doch irgendwo mit Sünde zusammen? Ist da nicht was schiefgelaufen in der Familie? All das spürt Jesus. All das spürt er. Da war ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Ein Mensch, der auch nicht mehr zupacken kann mit seiner Hand. Sein ganzes Menschsein ist irgendwie eingeschränkt. Wenn was verdorrt ist, dann war es ja irgendwann mal auch in Blüte. Irgendwann hat das mal gelebt. Irgendwann mal war das lebendig. Und jetzt ist es eben vertrocknet oder eben verdorrt. Es liegt brach, es funktioniert nicht mehr so, wie es an sich mal gedacht war. Leute, nicht nur Pflanzen können verdorren im Garten, wenn sie nicht gewässert werden, keine genügend Nahrung bekommen, sondern auch Menschen. Teile von unserem Körper können verdorren, sogar unsere Seelen können verdorren. Menschen verlieren den Mut, den Glauben an sich, in ihre Stärke, was so notwendig und so bitter nötig wäre, vielleicht gerade in so einer Phase, wo wir uns ganz drin befinden. Menschen verlieren den Glauben, dass sie irgendwie damit klarkommen, dass es wirklich wieder weitergeht. Ganze Lebensbereiche können wie vertrocknen auf einmal. Leute, wir müssen nicht lange suchen, um verdorrte Menschen zu finden. In der heutigen Zeit wirklich, du musst nur die Augen aufhaben. Die Augen aufhaben. Menschen, die so am Verkümmern sind, am Verdorren sind oder wie keine Luft mehr kriegen, nicht nur wegen so einer Lungenkrankheit, sondern wie keine Luft, keine Atem mehr haben, wegen den vielen Rechthabereien, um Diskussionen, um dieses und jenes, und man ermüdet darüber ist. Und das quälende Gefühl, irgendwo nicht zu genügen, irgendwo nicht zu schaffen, irgendwo nicht den Ansprüchen gerecht zu werden, sei es bei der Arbeit oder im Privaten, die keine Luft mehr kriegen wegen ihren Sorgen oder wegen ihrem Neid, weil es andere so viel besser haben und so gut durch so eine Pandemie hindurchkommen und sie eben nicht, oder einfach Versagen und Enttäuschung mit sich tragen. Die Gruppe um Jesus, die 3 Jahre zusammen war, die könnte das sehr, sehr gut bestätigen, sagen, sie sind auch enttäuscht nach diesem Karfreitag. Irgendwo ist so eine lebende Enttäuschung da drüber, so ein ausgezehrtes, verdorrtes, was vorher mal so gebrannt hat. Und der Petrus ist vielleicht einer der prominentesten von denjenigen, der sagen kann, ja, ich wollte kämpfen für Jesus und am Schluss habe ich einfach gesagt, ich kenne ihn gar nicht. Das ist wie was zusammengeklappt, das ist wie was, auch tief enttäuscht für sich selbst. Und dann stellt Jesus in der Geschichte den Mann in die Mitte. Derjenige, der irgendwo am Rand war, sagen wir ganz dort hinten oder dort, so am Eingang, irgendwo reingehuscht, steht daneben. Man bemerkt ihn kaum, Jesus hat ihn gesehen und er ruft ihn in die Mitte. Er soll wirklich hier in der Mitte, hier vorne sich hinstellen. Warum muss unbedingt so ein Mensch, wo schon so geschlagen ist mit so einer Krankheit, warum muss der ausgerechnet denn noch in der Mitte stehen? Warum muss der ausgerechnet in der Mitte stehen? Ich habe manchmal, als ich die Geschichte gelesen habe, ich gedacht, das ist irgendwo auch eine Zumutung von Jesus. Einer, der sich vielleicht auch schämt und irgendwo will nicht zu viel Aufsehens erregen, mit seiner eigenen Enttäuschung herläuft, der soll jetzt vor allem in der Mitte stehen, hier mittendrin. Er kann sich nicht mehr verstecken, er kann sich nicht am Rand verstecken. Leute, wer in der Mitte ist, der kann sich auch nicht mehr anpassen. Der ist jetzt wirklich ausgestellt, das kriegt jeder mit.
Jeder kriegt das mit. Man muss sich seiner Wahrheit stellen, dass ein Teil von seinem Körper, seinem Leben verdorrt ist. Jesus hat das einige Male gemacht mit kranken Menschen, dass er sie wie nach vorne geholt hat, vor allen. Und sie aus der Dunkelheit irgendwo hier, stell dich mal da vorne hin. Und alle konnten dann sehen, was denn war. Konnten das Wunder miterleben, aber auch die Scham. All das in der Geschichte von den Menschen, wo eben so verdorrt ist. Und ich glaube, er macht das aus zwei Gründen. Sicherlich in der einen Geschichte hier. Der eine Grund ist, den Leuten, die da hinten stehen und sich überlegen, was macht er denn jetzt, der Jesus? Um all denjenigen zu zeigen, den Law and Order Menschen, die wissen, wie es Leben geht, die ganz genau wissen, wo es recht ist und falsch ist, was man darf und nicht darf, was rein und was unrein ist, all denen sehr deutlich zu sagen, Leute, so entsteht keine Auferstehung und Heilung von so verdorrten Armen, von so einem verdorrten Leben, von so einem toten Leben. Nein, durch Law and Order wird es eben nicht geschehen, dass Leben in so einen Menschen hineingehaucht wird. Und er macht das aus einem anderen Grund, glaube ich, wirklich, möchte Menschen in einem doppelten Sinn Heilung geben, körperlich und auch seelisch. Steh auf und komm in die Mitte. Das sind die ersten Worte, wo Jesus zu dem Mann sagt. Steh auf und komm hier hin. Und das sind die ersten Schritte zur Heilung. Josh Zuber, unser Bassist, darf ich dich mal kurz bitten, aufzustehen und hier nach vorne zu kommen. So, jetzt darfst du alle anschauen in der Dunkelheit. Das ist der Akt, der passierte. Steh auf, stell dich jetzt hier hin. Mit seiner Hand, mit all der Scham, mit all den Dingen, die da in seinem Leben stattgefunden haben. Auch mit der Eingeschränktheit, nicht mehr zupacken zu können. Das Leben nicht mehr so meistern zu können, wie man das mit zwei gesunden Armen machen kann. Der Scheinwerfer ist auf ihm. Und alle sehen es. Danke, Josh. Fantastisch. Und Jesus schaut umher und er wird zuerst zornig. Er schaut auf diejenigen, die nur darauf warten, ja, was macht er denn jetzt? Ist das auch richtig? Ist das auch falsch? Darf er das jetzt? Und mitleidig, weil er sagt, hey Leute, merkt ihr nicht, um was es geht? Es geht um eine Auferstehung von dem Menschen, von dem Körperteil von ihm. Und dann sagt er den zweiten Satz, streck deine Hand aus. Streck sie aus auf mein Wort, streck sie aus. Und dieser verdorrte Teil von seinem Körper wird auf mirakulöse Art und Weise gesund. Das wird besonders passiert in dem Moment. Und dieses Ausstrecken hat mich an eine andere Geschichte nach Ostern sehr daran erinnert. Wo es auch um das Ausstrecken geht, dass was Abgestorbenes wieder lebendig wird. Es geht in Johannesevangelium Kapitel 20, Thomas. Thomas, ein Jünger von Jesu, den die meisten wahrscheinlich von uns nur als Zweifler kennen, als Ungläubigen. Thomas der Zweifler, das ist das, was einem einfällt. So, der Typ hat wirklich seinen Ruf weg. Seinen Beinamen Didymus, der heißt Zwilling, das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und generell von dem Thomas kann man ganz wenig in der Bibel lesen. Ähnlich mit dem Mann verdorrten Hand, kein Name, nichts. Von Thomas weißt du keine Familiengeschichte. Von Thomas weißt du nicht, was für einen Beruf er hat. Von Thomas weißt du auch nicht, wie er zu der Gruppe von den Jesus-Nachfolgern hinzugekommen ist. Er ist einfach dabei. In Matthäus, Markus und Lukas Evangelium ist er nur ein Name in der Auflistung. Und nur im Johannesevangelium, da wird Thomas auf einmal so 3-4 Mal zitiert. Und ziemlich prominent nach dem Tod von Jesus. Nach dieser ganzen Ostergeschichte. Und dann ereignet die sich hochinteressante Geschichte an Ostern. Das Grab ist leer. Wir feiern das heute an diesem Ostern 2021. Und es waren Frauen, die dann zum Grab gegangen sind und hinterher ein paar Jünger und sie kommen wieder zusammen und sind irritiert. Und Maria Magdalena behauptet sogar, sie hat ihn gesehen. Und dann sitzen sie zusammen. Eine Truppe, die relativ verängstigt und irgendwie verstört und doch so ein bisschen, da kommt wieder was rauf. Nach diesem schrecklichen Tod an Karfreitag, da entsteht wieder irgendwas, wo vorher eben nicht war. Und dann geht die Geschichte da in Johannes 20 folgendermaßen. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie zusammen waren, verschlossen hielten.
Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Eine ganz skurrile Situation. Jesus hat im Markus-Evangelium zum Beispiel 3-4 Mal vorher gesagt: Ich werde wieder auferstehen. Aber kein einziger der Jünger hat sich auf den Weg gemacht nach seinem Tod, um mal nachzugucken, ja, vielleicht hat er ja doch Recht gehabt. Keiner. Es waren Frauen, die zuerst hingegangen sind, davon erzählt haben, die anderen glauben es nicht richtig und sie sitzen ängstlich beieinander. Was wird aus uns wohl? Da ist nicht so lebendiger Glaube und Halleluja und schau mal, jetzt gucken wir mal, wie der Hase so läuft. Und dann taucht Jesus auf, wieder auf so eine mirakulöse Weise und sagt: Friede sei mit euch. Verstörte Gesichter, dann Freude, Überschwang und alle sind happy. Aber eben nicht alle. Thomas. Weil Thomas war nicht dabei. Es heißt denn in Kapitel 20, Vers 24 dann weiter: Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger in die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und das ist die berühmte Thomas der Zweifler. Vorher glaube ich es nicht. Thomas der Zweifler. Für mich ist Thomas nicht einfach nur ein Zweifler, sondern Thomas ist derjenige, der wirklich was erfahren will. Und er ist mir sehr sympathisch. Wirklich sehr sympathisch. Er will und kann nicht einfach nur den Worten der anderen Leute glauben. Er möchte es selbst erfahren. Er möchte es nicht nur hören, dass sie das gar nicht da passiert, sondern er möchte selbst die Erfahrung machen mit diesem Jesus. Er braucht das selbst. Irgendwo möchte er selbst, wie Ursula in dem Video jetzt eben gesagt hat, bitte Tür aufmachen. Er muss irgendwie, das muss lebendig werden für ihn. Nur denen zu glauben, die davon erzählt haben, reicht ihm einfach nicht an diesem Ostermorgen. Interessant ist, dass er nicht irgendeine übernatürliche Erscheinung noch haben will, sondern explizit sagt: Ich möchte meine Hand in die Wunde legen. Und wenn ich meine Hand nicht in die Seite gelegt habe, in die Finger, in die Hände hineingelegt habe, vorher kann ich das nicht glauben. Er sehnt sich nicht nach einem Lichtereignis, sondern möchte wirklich die Wunden sehen, wo Merkmale sind von dem Gekreuzigten. Er will, dass der vom Kreuz runtergekommen ist, dass der lebt. Das möchte er selbst anhand von den Wunden möchte das sehen. Und dann findet die Begegnung statt, circa 8 Tage später. 8 Tage später, auf einmal sind sie wieder zusammen und Jesus erscheint wieder auf diese mirakulöse Art und Weise. Und dann heißt es Folgendes: Dann wandte Jesus, sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her oder streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und dann machte Thomas das. Der am Kreuz hing, der tatsächlich am Kreuz hing, er kommt mit seinem Finger hin und berührt ihn. Und in vielen alten Gemälden ist das sehr intensiv dargestellt, wie Thomas davor steht und die anderen auch drüber schauen. Was macht er denn jetzt da? Und er packt ihn an. Und die anderen gucken so. Und Thomas möchte das berühren, möchte das wirklich erfahren, möchte das erleben. Herrschte noch an Karfreitag wirklich dieser menschliche Hass, wurde Ablehnung aus Neid und Furcht vom Machtverlust noch auf die Spitze getrieben, triumphiert jetzt in dem Moment, wo der Thomas vor Jesus steht, der Heilung für all diese Wunden. Und dann passiert das Verrückte. Bei den Wundern geschieht das Wunder vom Glauben. Bei den Wundern geschieht das Wunder vom Glauben. Thomas, streck deine Hand aus. Und wir kennen sie alle, die Fußwunden, die Handwunden und die Herzwunden, wo in vielen Gemälden dargestellt wird. Jesus gekreuzigt, die Fußwunden. Fußwunden, wo uns selbst daran erinnern, an fehlendes Selbstvertrauen in unserem eigenen Leben. Dass uns einen Halt, einen Stand geben könnte, dass wir nicht mehr selbst zu uns stehen können. Und wir alle kennen auch Herzwunden, da wo wir enttäuscht worden sind, da wo wir verletzt worden sind, da wo unser Herz irgendwo gebrochen ist und immer noch gebrochen ist, weil wir wirklich zutiefst irgendwo in unserem Innersten so eine Verletzung erfahren haben. Und wir alle kennen, glaube ich, auch
so eine Handwunden. Handwunden, dass wir selbst uns manchmal so vorkommen wie Menschen, die festgenagelt sind, wie festgetackert sind auf dem Bild, so bist du halt. Und wir selbst irgendwo noch nicht geschafft haben, unseren Weg zu gehen, wie wir an sich gehen wollen. Und wir haben alle schon erlebt, wie vielleicht die schützende Hand von uns weggezogen worden ist, wir fallen gelassen worden sind. Oder eine Hand, die einen entwertet. Oder eine Hand, die einen wirklich schlägt. Das sind alles so diese Handwunden. Und der Thomas legt seine Hand aus und streckt sie aus. Und indem er in die Wunde hineingreift, passiert das Wunder vom Glauben. Er macht wirklich eine Erfahrung, das ist wirklich der Jesus. Und er erfährt ein Stück Heilung in seinem Leben. Und wenn wir Ostern 2021 unsere Hand ausstrecken, dann gilt es heute genauso für uns, dass uns so eine Zuversicht und Heilung in unserem Leben stattfinden kann, gerade an den Wunden, wo wir geschlagen worden sind. Wenn wir unsere Hand in so eine Herzwunde, Handwunde von Jesus symbolisch hineinlegen, kann das Wunder genauso bei uns passieren. Leute, Ostern ist die Verwandlung von unseren Wunden und von all unseren verdorrten Teilen in unserem Leben. Streck deine Hand aus, das ist der Ruf, wo an Ostern an all die geht, ich brauche wirklich so eine Verwandlung in meinem Leben. Ich brauche so eine Erfrischung in meinem Leben. Ich habe so diese verdorrten Teile in meinem Leben. Look, Leute, wir feiern heute hier das Abendmahl. Hier vor Ort in der Halle, bei dir daheim im Livestream, ist eingeladen, miteinander das Abendmahl zu feiern. Und wenn du nachher hier nach vorne kommen möchtest, und wir haben hier Corona-konform alles vorbereitet, und ein Stück Brot und diesen Traubensaft nimmst und in deine Hand, das buchstäblich in deine Hand nimmst, dann kannst du in dem Moment dir symbolisch vielleicht vorstellen, von deinem inneren Auge vorstellen, dass du wie so ein Thomas zu diesem Jesus gehst. Zu seinen Handwunden, zu seinen Fußwunden, zu seinen Herzwunden. Du sagst, das hast du für mich getan. Und da passiert dann tatsächlich dieses Wunder an Ostern, das aus Abgestorbenem und Verdorrtem und Totem wirklich neues Leben erwecken kann, auch in deinem eigenen Leben. Wir halten wie symbolisch unsere eigenen Wunden Jesus hin und sagen, hey, wir brauchen diese Verwandlung. Wir brauchen sie selbst wieder an Ostern. Wir brauchen diese neue Frische, die Belebung all dieser verdorrten und aber auch verkümmerten Teile in unserem Leben. Und das kann nachher hier in diesem Abendmahl, wo du hier oder daheim eben machst, wirklich passieren. Also ein österliches Wunder. Ich lade dich nachher dazu ein, halte es in einem Moment in deiner Hand und stell dir das Moment vor, dass du einer wie Thomas bist. Doch? Das gilt mir. Aber in der Geschichte von Thomas sagt Jesus noch was weiteres. Es gibt Zeiten, wo wir überhaupt keine Erfahrung machen, wo wir uns danach sehnen, wie in Thomas, die Erfahrung zu machen, selbst das berühren zu können. Es gibt Zeiten, wo wir das nicht haben, wo Ostern uns quasi wie fremd ist. Da gab es mal eine Begeisterung, da gab es mal eine Frische, eine Lebendigkeit in unserem Nachfolge im Glauben und jetzt eher wenig. Solche Zeiten gibt es im Leben. Das sind nicht die tollsten Zeiten, aber die dürfen sein in unserem Leben. Ich erinnere mich an Ostern vor ein paar Jahren, wo ich selbst Gott gesagt habe, Gott, warum hast du mich verlassen? Ich brauche wirklich selbst eine Auferstehung. Und dann ist trotzdem keine so Erfahrung passiert. Es ist keine Erfahrung damals passiert bei mir. Es ist nicht irgendwie, jetzt ist wirklich eine Lebendigkeit gerade da passiert. Und dann gilt genau der Satz, wo Jesus dem Thomas danach noch sagt. Er sagt ihm, Thomas, du hast das angefasst, du hast die Erfahrung jetzt gemacht. Aber selig sind die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und dann diejenigen glückselig, denen kann das Leben gelingen, in anderen Worten, die trotz einer Nichterfahrung an dem festhalten, an dem Zuspruch, der an Karfreitag gemacht worden ist. Es ist vollbracht. Und was ist vollbracht? Dass nichts und niemand uns von der Liebe, der Hingabe Gottes an dich und mich trennen kann. Nichts. Es ist vollbracht. Selig die, die nicht sehen und doch an dem festhalten. Das hört auch zu der Geschichte von Ostern. In der letzten Woche habe ich ein Interview gelesen mit dem Chefarzt von einer
psychosomatischen größeren Klinik, Bernd Deininger. Und er ist interviewt worden zu Corona und all den Sachen, wo seine Klinik eben auch betrifft und sagt, ja, das ist schwierig. Wir können Therapieplätze frühestens im Juli, August momentan vergeben. Wir sind so voll. Die seelischen Inzidenzen steigen, sagt er. Und sie haben ihn befragt zu seinem Glauben. Und zum Schluss haben sie ihn gefragt, hey, Herr Deininger, was wünschen Sie sich von den Kirchen zu Ostern? Was wünschen Sie sich? Er hat dann Folgendes gesagt: Dass die Kirchen den Gott verkündigen, der uns annimmt, wie wir sind. Auch mit den triebhaften Seiten in unserem Leben, mit den dunklen Seiten. Und dass wir vertrauen können, dass uns deswegen nicht mit Liebesentzug droht. Das wünsche ich mir. Ein Jahr Pandemie und wir haben heute die Möglichkeit, wirklich die Hand wieder auszustrecken und sagen, Gott, es gibt Zuversicht. Danke, dass du uns Zuversicht gibst. Und ich strecke meine Hand heute aus. Ich möchte eine Erfahrung machen. Ich möchte wirklich die verdochten Teile dir hinhalten, Jesus, und wünsche mir so eine Belebung. Aber ich halte fest an dem selig, die auch nicht sehen. Und trotzdem glauben, an dir halte ich fest, weil ich weiß, nichts wird mich scheiden von deiner Liebe. Und Jesus, miteinander sagen wir dir Dankeschön. Dankeschön, dass du dieser Gott bist, der uns nie mit so einem Liebesentzug gedroht hat, sondern im Gegenteil, es immer wieder hervorgehoben hat, dass nichts uns bescheiden kann von deiner Liebe. Und jetzt wir beten für den Glaube, auch wenn wir nichts sehen. Stärke unseren Glauben, gerade in den Tagen und Phasen, wo wir gar nichts spüren. Und voller Glauben halten wir aber auch unsere Wunden heute Morgen hin und sage, Gott, rühr du sie an. Danke, dass bei dir, bei deinen Wunden wirklich Verwandlung passiert. Dass das Wunder vom Glauben geschehen kann. Danke, Jesus, dass du mitfühlen, mitempfinden kannst mit uns, dass du einer von uns geworden bist. Und danke für die große Zuversicht, die du uns schenkst, mitten in dieser verrückten Zeit. Danke, dass wir dich anrühren dürfen. Dass du so ein nahbarer und so wunderbarer Gott bist.